De Centre d'Initiative et de Gestion Lokal Stengfurt huet op eng Féierung duerch d'Gemeng invitéiert. 21 Joer sinn et hier, dats d'Initiativ gegrënnt gouf. D'inviteren kruten d'Lokalitéite gewiesen, ihret dann op eng Präsentatioun gang ass. Froh war die für mich Kommers steinische Siegel bei Steinfurt als Schaffungsinitiativ, Arbeitsinitiativ durch steinischen Siegel als wirtschaftlichen Akteur durch die Entreton dann aber 40 Salarien hört mit einem Umsatz auch von über 200.000 Euro im Jahr, ein Budget von über 1,5 Millionen. Das Siegel Steinfurt kann ich aber genauso gut als Nachbarschaftsdienst durchstellen, wo man viel am Bereich vom Gemeinschaftsleben an der Gemeinde schaffen. Es geht darum, das Siegel, wie 21 Jahre nachdem es seiner Gründung wie nass, erst zu beschreiben, ein bisschen zu erklären, für das in ein Bild kriegen, was das Siegel eben haut 21 Jahre, wie gesagt, nach seiner Gründung durchstellt. Wir werden gesehen, vielleicht am Laufe von diesem Momenten, dass es schwierig ist, an der Gemeinde 100 Schritte zu gehen, ohne irgendwie aber über das Siegel zu fallen. Wir haben angefangen, für 29 Jahre hier an der Gemeinde, nachdem es am Anfang aus der Bevölkerung raus, von der MIPERAS am Anfang, für genau zu sein, eine Demande und Gemeinde rumgedroht wurde, für Nachbarschaftsdienst, für das Siegel an der Gemeinde zu gründen. Effektiv haben einen ganz großen Teil von den Leuten, tatsächlich am dritten Alter, den Besoin gehabt, für gewisse kleine Arbeiten realisiert zu kriegen bei sich daheim. Und du wirst heutzutage auch zusammenleben an der Familie, als nicht mehr so auf engem Kreis. Die Leute plündern oftmals auch weit weg. Und die Privatunterprisen, die privaten Worte haben nicht mehr unbedingt den Reiz und den Besoin für, auf die kleinen Demanden anzugehen. Und am Anfang aus den drei Frauen da ergibt sich auch den sozialen Auftrag vom Siegel, dann ist natürlich ein Service die Leute am Bereich von der Serviceproximität. Das eine ist die lokale Entwicklung zu fördern am Niveau von der Gemeinde. Und das Ganze eben verbunden mit der Réinsertion à l'emploi für die Demandeurs d'emploi, die weit entfernt sind vom Marché, für die ins Arbeitsfeld zu bringen. Der Responsable vom Siegel hat die Entwicklung von der Initiative an den 21 Jahren von seinem Bestehen vorgestellt. Er hat betont, dass die angebotenen Services immer mehr wichtig gehen. Wie sieht die Idee davon aus? Die ist also auch gelöst für als realen Service autonom Terrain zu sehen. Das Service der Proximität, die stellen wir noch nach Haut direkt hier. Dann haben wir dann einen Minibus organisiert, wo wir können weiterführen. Vom Siegel schmengen Knivelkirch, das Siegel ist oft als Synonym zusammen zu verstehen, auch wenn man dann entretemps heute des Tages vielleicht durch mehr bekannt sind wie just Knivelkirch. Das ist Service à la Personne, es geht an der Knivelkirch am Anfang darum, hier die Leute zu helfen, sie zu unterstützen, für die Arbeiten, die daheim gemacht müssen gehen, sowohl rund um das Haus wie am Haus, für die können sie bewältigen, ohne dass die Leute Gefühl kriegen, sie wären eine Menage. Wir werden an dieser Platz zu einem Kulturpark präsentieren, zum anderen Service Environnement, auch zwei extrem große Projekte, sowohl was die Envergure, also die größte Überlage von den Projekten am Anfang den Arschenniveau gemacht haben, aber auch dann im Niveau vom Personal drin einkehren. Also wir haben hier auch plus minus ein Drittel von unserem ganzen Personal. Das heißt, plus minus 10 Leute, die am Service Environnement über die Jahre arbeiten, 10 Leute, die am Kulturpark arbeiten, dann dazu dann die 8 Leute am Service Proximität.
Da kommen wir direkt zu dem anderen Projekt, das den Environnement. Wir hatten gesehen, 2000 wie die Siegel gegründet wurde. Das Environnement, Service Environnement war am Anfang direkt von den nächsten Projekten, die wir hatten, wo wir geholfen haben, sowohl heute der Platz, Rettungspisten oder Zeit schon zu aménagieren, Grillplätze, Spielplätze etc. De Service d'Environnement besteht vun Ufang an a bezweckt fir den Demandeur d'Emploi eng Méiglechkeet ze bidden, de Wee zréck an normal Aarbechtswelt ze fannen. Die geleeschten Aarbechten si vielfältig wéi an der Opstellung gesäit. Ja, heute der Rettungspiste. Wir haben letztes Jahr angefangen, 4 Gebäude vom Hai zu bauen. Das Resultat gesehen. Wir hatten angefangen zu Steingefocht nicht verschollen, also ein Terrain, den Bruchloch zu valorisieren. Natürlich, für sich geht es an einer echten Phase, wo darum Plätze, die an der Gemeinde ein bisschen negligiert werden, Bruchleien, für die um abzuwerten. Gerd goufen du no zu Kleinwatte präsentéiert. Heute war es spezifisch, wie wir dabei hatten, den Auftrag, eine Schulgarten zu machen. Ich meine, direkt neben der Schule. Ein wichtiges Sujet war schon an der Zeit, und das heute auch noch immer, man geht auch mit Männern, ein wichtiges Sujet ist den Lien, den Kontakt mit der Natur zu fördern und den eben nicht zu verlieren. No der Präsentatioun gonget als Aufschloss an de Kleinwattner Schoulgart. Als Aufschluss nach den een oder andere Projekt, den ze summen mam Servicetechnik vun der Gemeinde realisiert gouf. Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffner Gemengerot, liebe Membern und Vertreter von den Vereinen, die Damen und Herren, liebe Leute alle gut. So wie in der Vergangenheit haben wir uns auch dieses Jahr alle gut hier Monument 4 Uhr von der Journée de la Commémoration Nationale aufwand. Dieses Jahr wird bei der Gedenkfeier besonders dem 80. Jahrestag vom ersten Deportationszug von Lützeburger Juden, den den 16. Oktober 1941 zu Hollerich aufgeführt ist, gedurcht. Die Damen und Herren, auch noch mehr wie 75 Jahre, gedenken wir heute all denen, die am Zweiten Weltkrieg an dem Nazi-Joch gelitten und ihr Leben gelassen haben. Den 10. Mai 1940 sind die Preisestruppen zu Lützeburg anmarschiert. Schnell hat die Preisesverwaltung unter dem Gauleiter Gustav Simon gemerkt, dass die Nazi-Propaganda bei denen meiste Lützeburger nicht ankommen. Das daraufhin zu Zwangsmaßnahmen auf Verboten kommen. Der rot-weiß-blaue Handel als durch Zerkekreuz an Foto von der Großherzog durch den Hitler-Porträt ersetzt ging. Französischspruch als verboten ging. Trotz allem hat der Widerstand zu Lützeburg nicht aufgeholt. Den 10. Oktober 1941, der von mir verjährt sich hat die Preisesverwaltung eine Personenbestandsaufnahme durchgeführt. Bei der Personenbestandsaufnahme zu den Fragen zur Staatsgehörigkeit, der Volkszugehörigkeit und der Spruch sind ungefähr 95% Lützeburg statt Deutsch angehen. 3 mal nein, und der bei aller Gefahr, und mit vollem Numm, das war den ersten nationalen Resistenzakt von einem kleinen Volk. Und ein Zeichen für die ganze Welt, dass wir bleiben, wer wir sind.
Haut verneit mir als fir Courage, dem Widerstand an den Affer vun der Lützeburger vun Demos. Enger Nationun hiet kollektiv Gedächtnis oprecht erhalen, hecht och regelmäßig an so wichtig Momente an hier Geschicht zu erinnern. So ënnerstreichend Affer vun de Christgenerationen, wie wichtig ist das, dass menschliche Freiheiten respektiert solle gin. Wie je muss mir als Haut engagieren für die Ideale von Demokratie an Toleranz. Die zukünftigen Generationen sind mir verpflichtet, die Werte vom Respekt von den Menschenrechten, der Freiheit und der Gerechtigkeit weiter zu vermitteln. Das sind mir als Kanner an Enkelkanner schuldig, wie das auch sie, so wie mir, Santa méi 70 Joer schon 75 Joer schon weiter auf Frieden auf Freiheit können liewen. Wir geben an noch Joben deponieren. Vergangenheit als Joren alle Bereich op der Journée de la Commémoration nationale affront. Das Jahr gëtt bei der Gedenkfeier besonders den 80. Jahrestag vom ersten Deportationszug für Lützeburger Juden
den des 1. Oktober 1941 zollerisch aufgeführt ist, gedurcht. Die Damen und Herren, wie je müssen wir auch heute als engagierte für die Jahre von Demokratie und Toleranz. Die zukünftigen Generationen sind wir verpflichtet, Werte vom Respekt für die Menschenrechte, der Freiheit und der Gerechtigkeit weiter zu vermitteln. Das sind wir als Parlament und Schüler, das auch Sie, so wie mir, Santa May, die 75 Jahre schon weiter auf Frieden und Freiheit generieren. Wir haben als Cineclub bislang immer über das Vereine an als Aktivitäten an der Gemeinde berichtet. Wir wollten nur profitieren, für uns selber auch mal ein bisschen bei ihr vorzustellen. Also Club logiert im Moment an der Villa Koller zu Stengefort, die da an Rumba gesitzt. Und wir wollten profitieren, für uns die neuen Lokalitäten, die wir hier gekriegt haben, von der Gemeinde für uns zu präsentieren. Ich will proposieren, dass ich mal eine kleine Visitidee hole von unserer Installation. Wir gehen heute zum Lift ran an der Villa Koller und da gehen wir rauf auf den zweiten Stock, wo ein Versammlungssaal ist. So, wir werden dann eine lange beschwerliche Reise bis rauf, dann an diesem kleinen Clublokal ankommen. Wie ihr schon auf dem allerersten Bild seht, sind wir gut equipiert, aber wir haben als informatisch auch viel weiter operiert, wie wir da an der Zeit waren. Wenn es so an der Zeit, da war das 1977, wo unser Club gegründet wurde. Also der nächste Pied-à-terre war an der Aller Schule zu Stengefort, auch hier, im zweiten Stock, aber das war wirklich ein Spendchen. Hatten als Member in der Zeit die 100 komplett an 3 gesagt gehabt, für ein flott Clublokale zu machen. Mit der Zeit sind die Lokale aber immer mehr alt gehen, und den Access also immer mehr schlecht, die für das Treppenhaus war nicht mehr das Feind. Und da haben wir angefangen, mit der Gemeinde zu gucken, für ein anderes Lokal zu finden, wo man proper in den Dach kommen könnte. Die Gemeinde hat das an der Villa Koller einen nächsten Raum zur Verfügung gestellt für als Clublokalität, denn wir hatten leider wenig Pech, dass sie die Summe durch in Harris bis Nacht das Ganze besagt wird, der Gemeinde wäre für sie.
Gemeng war aber den Europäer so fein, also hat einen anderen Raum zur Verfügung gestellt und dann zwar den Saal, wo wir im Moment heute dran sind. Wir haben profitiert, für ganz Material mal auf Vordermann zu bringen. Und wie ihr könnt dann in den folgenden Bildern gesehen, sind wir gut equipiert, was Informatik, was Kopieren, Scanneren, Projektoren belangt. Alles diese Sachen können wir als Membern zur Verfügung stellen, was sie wollen, ihre Aktivitäten machen. Der Cineclub hat angefangen, nicht als Cineclub, mehr als Fotoclub. Und zwar hatten wir an der aller Schule zu Stangenfurt eine Dunkelkamera gerichtet, wo wir am Anfang schwarz-weiß gemacht haben. Dann sind wir zu Vorwürfe vergangen, wo die neuen Meier kommen, sie wieder zu filmen. Wir haben angefangen, auch lokal Aktivitäten zu filmen. Für dich auf Super 8 und auf 16 mm. Und dann haben wir übergewechselt auf Video. Also der Club kann da hauptsächlich dadurch, dass er für die Gemeinde die Sendung Steinfurt News möchte, die alle Monate, und Ausnahme vom August, über den offenen Kanal Doc zu sehen ist, und auch im Internet von der Gemeinde kann aufgeguckt gehen. Wir haben auch angefangen, auch wo wir hier als konnten equipieren mit der neuen Informatik für mehr Fotosachen zu machen. Und da ist es willkommen, für uns dahinter zu gucken zu kommen und auch da mitzumachen. Wenn der Frauen hat zu Foto, wenn der Frauen hat zu Filmen, könnt ihr euch ruhig an uns wenden. Wir versuchen euch zu helfen, wo es geht. Für uns zu kommen, ist ganz einfach. Schreibt eine kleine Mail auf die innen angeblendeten E-Mail-Adresse vom Fotoclub. In dem Moment kriegt ihr auch eine Antwort und wir können ein Rendezvous ausmachen. Wir treffen uns Gemengehand bis 2-mal am Monat hier an dem Lokal. Aber wir können auch auf Wunsch ein anderes Rendezvous machen. Wenn der Welt schreibt es auch anders als auf der Membersliste, da könnt ihr auch immer die Information kriegen, wenn ihr das Club aufwende sind, dass ihr auf dem Vielfalt über die E-Mail informiert. Soweit meine Explikationen zum Club. Und ich hoffe, wir konnten nicht wenig die Vierwärts stöppeln und ihr kommt das eigentlich besichern und hoffentlich könnt ihr auch mal bei uns mitmachen. Histo-School as e Projekt vu Lieder Region Lützeburg fest. Et geht darum, de Schüler die allgemeine Geschichte von der Region zu vermitteln und ihnen Arbeitsunterlagen zur Verfügung zu stellen. An einer interessanten Ausstellung an der allerschmalste Stangenfurt gouf dem Edukationsminister Claude Meisch an den Invitén dese Projekt vorgestellt. Herr Minister Meisch, Madame Françoise Bonnat, Conseiller Ministère von der Agriculture, Madame Christian Eicher-Carrier, Präsidentin vom Lieder Lützeburg Fest, Kolleginnen und Kollegen, Chefen und Conseillers, die Damen und die Herren, liebe Witte in alle Goer. Das ist mein großes Fried und ein ganz großes Eier. Wir sind alle Goer heute können am Namen von der Stangenfurter Gemeinde bei der Aufweichung vom Liederprojekt Histo-School können zu begrüßen. Für eure großen Merci und Herr Minister Meisch, dass trotz einem chargierten Programm noch Zeit von tut für mit der Präsenz des bescheidenen Feier abzuwerten. Ich profitiere ein Wort von der Gelegenheit, für den Verantwortlichen vom Lieder großen und abchristlichen Merci zu sagen, dass sie Stangenfurter Gemeindereichsgesicht tun für das flott Feier. Wenn ich zurückgucken auf die Geburt vom Lieder Westen, muss ich sagen, dass mir, wie manch andere Gemeinde auch, diese Idee ziemlich restriktiv gegenüberstanden. Das Bottom-up-Prinzip für die Population, Vereine, Organisationen, bei einem Projekt sich mal abbringen und ohne weiter begleitet gehen, wäre für die Zeit Neuland. Heute sind wir froh, dass wir als Demos überredet wurden, für dabei zu sein. Und ich meine, den Herr Dichter, Mann von der rechten Stunde, kann bestätigen, dass wir damals den Grundstein noch gelöst haben, für eine Liederregion hier zu gehen. Und als Schule gezahnt,
Je hier allgemeng Geschicht an Geografie vun asem Ländchen vermittelt an opgeschafft. Deislik, Muselgegent an de Minet si fir all Kant e Begriff. De wëlle Westen, wie fleich munsch gemengt, kënnt der eichter schlechte wäch. Bei aller Bescheidenheet behäten sewer, dats dës Gegent zu denen scheinsten Hai am Land zielelt. Sie bit engem alles, wer den zur Erholung brauch, in Dall, den so wie kenären reichen architekturellen, kulturellen an industrielle Rechter aus der Vergangenheit das. Heizholzielen für allem die sëllesche Schlösser a Burgen, die prächtig an einzigartigen Kirchen, so wie die Rechter vun de Schmelzen, die lange Jahre für den Wohlstand an den Abschwung von also Gemenge gerollt hun, a worüber e Munschsechen zu erzählen wies. Und so drängt es sich quasi op, all das Wissen in als Kammer weiterzugehen. Aber wo geht das besser, wenn nicht an unsere Schulen? Ich felicitiere dafür die Verantwortlichen Leader, für das, was dem Projekt Histo School zu machen. Die hat das Pferdesbrust eine ganz Palette von Unterrichtsmaterial, Aktivitäten an Ausflüsse zusammenzustellen, das sowohl für den Zickel 1, also Präkos und Spielschule, bis hin zum Zickel 4, der 3-6 Schuljahr. Damit bringt es fertig, dass die Schulkammer sich auf eine spielerisch Weise mit der Geschichte von der Region beschäftigen. Ich wünsche für allem dem Histo School den Success, den er verdient, und ich sehe auch schon, dass er den Success mit Sicherheit auch kriegt. Herr Meich, merci für das Kommen. Die Histo School hat eine längere Geschichte. Wir haben schon 2014 ein Projekt geschafft, L'Aventure culturelle. Das war ein Projekt, das hier am Westen gegangen und das bis an den Müllerdal gegangen, wo wir alle Gemengen angeschwert haben, die an den 2 Liederregionen geschafft haben. An dem Projekt ist ein anderes Buch gemerkt mit dem wunderschönen Titel «Sich um Zauberwort». Es ist darum gegangen, von Wiestelcher, die durch die Region gegangen sind, an alle Einzelgemengen kennengelernt haben. Das ist an dem Buch festgehalten, an als das Projekt Histo School an Capcom. Histo Geschichte, ja, School auch, ja. Der Pettinger hat es schon gesagt, es soll aber nicht Geschichte sein, wie sie seit ewig über Träumer und Griechen, als jeder auf dieser Welt geschrieben wird. Es soll die kleine, mehr Lokalgeschichte sein, die als Vierfahren, als jeder Generationen noch kennen. Und als Kinder sollten die auch kennenlernen. Wir haben also angefangen, am Histo School zu schaffen, das Neidfährt, dass man durch 7 Gemengen, das heißt 7 Gemengen, die Member alle zu beschwestern, die sich an dem Projekt beteiligt. Mit einem Film, den über die Stänge vor der Schmelzei gemäht ging, das ist ein kleiner Film, ein Animationsfilm, der wunderschön gemacht ist. An Dono gehen wir an die Ausstellung ran, wo Sickel, wo pro Gemeng alles vorgestellt wird, wo den Herr Claude Mangen, Vizepräsident von Lützeburg West, ein großer Wert machen, für euch ein paar Erklärungen zu geben. Ich soll nicht einmal für das Moment vielmals merci. Den ganzen Film weisen wir euch am Ende von diesem Reportage. An dieser Ausstellung gibt die Inhalte vom Projekt Histo School von den einzelnen Gemengen vorgestellt. Zu Stangefocht gouf unter anderem die Geschichte von der Schmelz präsentiert.
Op der Internetseite für den Unterrichtsmaterial rund um Themen aus der bedeligten Gemengen. Dat spielerisch Kennenlernen und Beschäftigung mit der Geschichte aus der Region als Hauptziel vom Projekt Histoschool. Die wird bauen am Mittelalter, und zwar Fachwerkhaus, was dann noch könnt, also mehr nehmen als wie just bauen mit Leer, die über Winkeln, Einheiten, Mussen. Also ich habe ausgeschafft und das steht auch bei im Internet, sieht man extra eine Subrubrik gemacht, Histoschool, wo dann noch interessiert Enseignants sich die Sachen können auflösen, und dann natürlich nicht nur die aus dem Bierfall, wo ihr gerade gesagt hast, mehr auch darüber hinaus natürlich das ganze Land. Ja, Hauptteil gesehen wird, dass wir immer noch fertig bringen an die Schulen, der Wanderung zu rufen, wir wissen, dass viele Stationen an der Schulklasse sind. Das ist einfach viel interessant, also motivierend für Kant, weil ich gesehen habe, wenn ein Bursch natürlich ein Schloss Matten am Dorf wird, dann brauchen wir näher zu führen, für Kanner Geschichte zu vermitteln. Und das ist einfach viel interessant, das im lokalen Kontext zu machen, auf den Plätzen, die Kanner kennen, wie sie selber entdeckt, wo sie selber hier froh und hier das Flot-Initiativ. Für den Projekt habe ich mir so wie dir auch wünschen, dass es weiter geht wie für alle, noch dass es Bestand oder dass es nicht irgendwo ein Land am Schaflein, das weiß ich so richtig, wenn alles mal kann umgefallen wird, wirklich all Jahr, all Cycle, bei allen neuen Generationen, die durch die Schule geht, nachher kann ausgepackt gehen, so nicht, es wird der Wert sein. Vielen Dank. Moin, ich bin halt 4 Arbeiter. Ich ische Pier, wann ihr nicht fried. Und ich kann die Boutique in meinem eigenen Tasch. Für Eisen zu kriegen, brauchen wir allerhand Material. Wer kennt das hin? Mal am Zug, wieder so. Und zwar über den Nervenstreck von der Stangeforter Gar aus. Mit dem Brennstoff, dem Kock, kriegen wir zur Gutstadt Feier an den Heijöwen. Die nächste Waggon wird Kalle geladen. Und da fehlt noch das Wichtigste, Eisenerz. Weil du stößt der Eisen ja dran, das muss rausgeschmolzen gehen. Früher gouf das Eisenerz hier an der Gegend rund um den Deich gesammelt. Aber das ging nicht durch. Heute könnt ihr, wie ihr könnt denken, aus dem Minnet, der Gegend vom Roten Boden. Eisenerz geht mit dem Kalk vermischt und das nennen wir dann Müller. Teichirwen, 1 und 2 stehen in der Dach, auf der großen Lagerhalle. Von do aus geht sie über die Bandlift gefüllt. Innen lief das flüssig Eisen, Goss genannt, raus. Das geht über die Kanalsystem an die Gäshal transportiert. Hier geht der Formbrust und fortgeführt. An hier ist das neueste Stück, den Heichofen 3. Der steht am Freie wieder gesehen, menas von einem stohlenen Gerüst im Gehen. Hier hat es eine eigene Beschickungsanlage und also einen Aufstehschal angeschlossen.
Die 3 Irwen sie beständiger Betrieb. Das heißt, sie müssen noch die ganze Zeit mit Drehmaterial gefiedert gehen. Über die Beschickungsanlage wird für dicht den Müller an den Heischöwe geschickt. Duno könnte Kock, also de Brennesno. Dat alles geht Schicht für Schicht Urwenerer gefordert. Immer aufwieselnd, eng Schicht Müller an eng Schicht Kock. Von innen geht warm Lofterer geblosen, bis es 1600 Grad warm ist. So rutscht das ganze Material lose rauf und schmilzt. Die warme Luft verwandelt sich in Gichtgas. Eine Mischung von allerhand giftischen Gasen, die herabklammen an über den Zuchtfilter, Gicht genannt, aus dem Heischöwen an die Kopere gelegt gehen. Vierdruck sie gereinigt und kommen nur als warme Luft bis innen an den Heischöwen ran. Der ganze Prozess dauert 6 Stunden. Da laufen innen aus dem Gestell 2 verschiedene Sachen heraus. Auf der einen Seite flüssige Gostiker verschafft gehen, auf der anderen Schlaken. Am Anfang ist der Fall. Wie bei Eis geht natürlich nicht Wäschgeheit. Die glitte Schlaken gehen an den Humpelaufen gelos. Da sie kleine Wagger den Domer da ob de Schlaken tipp führt. Schlaken gehen unter anderem beim Straßenbau an als Innerlach für Zugschiene gebraucht. Früher dürft das Geschirr so verschafft wie aus dem Uwe kommen. Das war schwer. Goss kann leicht briechen, lässt sich nicht gut formen, wann kal ist. Dafür geht haut des Dachs all dreht Eisen an unserem Laboratoire, ob es Qualität geprüft, ihret man Zug auftransportiert und zu Stohl weiter verschafft wird. Für dass die 3 Heischirwen hier Arbeit können machen, gehen eine Reihe wichtig Gebäier. Die elektrische Zentral liefert den Strom für die ganze Schmelz mit Hilfe von 2 Gasmotoren. Da haben wir das Gebläshaus mit 2 Gebläsmaschinen, 2 Wasserpumpen für den Heischöwen zu killen und 4 Dampfgeneratoren. Wichtig ist natürlich auch das Großverwaltungsgebäude von 1900 mit vielen Büros und Ateliers. So, das war es lo. Feierabend. Wenn das lo noch nicht bekappt tut, da kann ich schon nicht helfen. Weil ich bin heute 4 Arbeiter und ich kann die Butte kaufen in meiner Tasche. Allez, adieu, merci. Der Minister Taina Bofferding huet fir kurzem de neue Stangefochter beier Meester firdro Chefen an die neue Chefin Marianne Dublin-Felten firdro Member vum Gemengerot veredecht, dat op Präsenz vum Chefen Andy Gilberts. Den Demissionäre Guy Pettinger bleibt Member vum Gemengerot a vun de verschiedene Kommissionen.